Prüft alles und behaltet das Gute. Der Bibelvers steht als Motto über unserem neuen Jahr 2025. Zuerst blicken wir auf den Zusammenhang. Der Apostel Paulus schreibt an die Christen in Thessalonich, der heutigen Stadt Thessaloniki in Griechenland. Der Paulus hat die Kirchengemeinde in Thessalonich im Jahr 50 nach Christus gegründet, was in der Apostelgeschichte im Kapitel 17 geschildert wird. Der Paulus hat aber Thessalonich fluchtartig verlassen, weil ein Volksaufstand entstanden ist und der Druck von der Verfolgung zu gross geworden ist. Ebenso ist die Kirchengemeinde in Thessalonich unter dem Druck von der Christenverfolgung gestanden. Vielleicht sind ein paar auch wegen dem gestorben. Die Frage hat sie beschäftigt, was mit den Christen passiert, die schon gestorben sind. Der Paulus hat die Frage beantwortet mit dem Brief, wo uns als erster Thessalonicher Brief in der Bibel erhalten ist. Er hat geschrieben im Kapitel 4, Vers 14: Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Und die Zusammenfassung vom ganzen Brief lautet, dass wir Christen in unserem Leben sollen Gott würdig wandeln. Das heisst, ein Leben führen, das Gott gefällt. Mit dem theologischen Fachbegriff ausdrückt, ein Leben in der Heiligung führen, einen heiligen Lebenswandel führen. In der Lesung haben wir vorher gehört, wie der Apostel Paulus sich auf Jesus Christus bezogen hat, wo erklärt hat, dass der Zeitpunkt von seiner Wiederkunft, dass wir den weder wissen noch berechnen. Und die Folge davon ist, wir sollen hellwach sein und nüchtern bleiben. Mit den Egelfiguren da vorne ist es dargestellt, wie Jesus uns beschützen, egal ob wir schlafen oder ob wir wach sind. Die Briefe im Neuen Testament sind meistens so aufgebaut, dass zuerst der Theorieteil folgt und nachher der Praxisteil. So auch hier im 1. Thessalonicher Brief. Am Schluss von dem 1. Thessalonicher Brief folgen verschiedene praktische Anweisungen, die sich aus dem Theorieteil ergeben. Ich lese im Folgenden auf Hochdeutsch amix den Bibeltext und gebe auf Mundart ein paar Erklärungen dazu ab. Der Apostel Paulus schreibt hier davon, die Kultur der Wertschätzung und Ehre zu etablieren. Er schreibt: Liebe Brüder und Schwestern, wir bitten euch darum, all die anzuerkennen, die sich für euch einsetzen. Der Herr hat ihnen die Leitung eurer Gemeinde anvertraut und sie bewahren euch vor falschen Wegen. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und sie besonders achten. Wichtig ist, dass ihr alle miteinander in Frieden lebt. Alle, die in einer Kirche vorstehen, leisten viel freiwillige Arbeit. In jedem Kanton oder jeder Kirche heissen die Bezeichnungen ein bisschen anders. Bei ein paar heisst es Kirchenvorsteherschaft, bei anderen Ältesten, bei uns heisst es Kirchenpfleger. In ein paar Kantonen Kirchenrot. Es gibt manchmal auch ein bisschen Verwechslungen, weil bei uns ist der Kirchenrot etwas anderes. Die Kirche leiten, bei denen die kommen oft sehr wenig Dankbarkeit über. Aber die geistlichen Anfechtungen und Herausforderungen sind hoch. Das steht oft in einem Widerspruch zueinander. Was mich aber so freut, ist, alle freiwilligen Kirchenpfleger von unserer Kirchengemeinde sind heute im Einsatz. 3 im Segnungsteam, die nachher werden beten, für alle, die das wollen, und jemand in der Sonntagsschule. Ich bitte jetzt in diesem Zusammenhang einmal um einen warmen Applaus für alle freiwilligen Kirchenpfleger.
Bitte betet auch regelmässig für Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger. Weil wir brauchen das. Wir brauchen die geistliche Leitung von Gott her. Es wäre auch super, wenn noch 1 oder 2 Personen, die regelmässig den Gottesdienst besuchen und eine persönliche Beziehung haben zu Jesus und auch die Bibel lieben, sich in die Kirchenpflege wählen lassen. Interessierte können gerne auf mich zukommen. Der zweite Punkt, den habe ich genannt, Diakonie und Seelsorge. Angefochtene ermutigen und ermahnen. Der Apostel Paulus schreibt, außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Ich habe mal nachgeschaut, was der Begriff heisst. Das Leben nicht ordnen, das bedeutet, wenn man unordentlich ist, unregelmäßig, zügellos. Denn, dieser Punkt hat 4 Unterpunkte. Der Apostel Paulus sagt, baut die Mutlosen auf. Und die Mutlosen, das sind die kleinmütig sind, niederdrückt. Jemand, der nur noch wenig Leben in sich hat oder wortwörtlich nur noch eine kleine Seele in sich trägt. Das sind die fast am eigenen Leben verzweifeln. Die einsam sind, süchtig und hoffnungslos. Helft den Schwachen. Das sind die ohne Stärke sind, kraftlos. Die Bibel zeigt uns immer wieder Hilfe zur Selbsthilfe. Dass wir Menschen nicht abhängig machen von uns selber, sondern ihnen Starthilfe geben. Dass sie lernen, ihr Leben selber wieder in den Griff zu bekommen und mit der Hilfe von Gott aktiv zu gestalten. Und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Geduld und Nachsicht, das bedeutet grossmütig zu sein, langmütig, einen langen Weg bis zum Zorn haben. Lang aushalten, etwas lang ertragen. Verständnis und Geduld aufbringen gegenüber anderen Menschen. Die Aussagen von Apostel Paulus habe ich zusammengefasst in diesen Fachbegriff, den Stichwort Diakonie, das heisst praktische Hilfe leisten, und Seelsorge. Und Seelsorge kann man sagen, das Angebot von der Sündenvergebung, die Jesus uns anbietet, jemandem persönlich erklären, jemandem auch zuhören, geduldig sein, auf die seelischen Nöte von jemandem eingehen. Angefochtene ermutigen, den Schritt auf Jesus zu unternehmen und auch in der Kirchenfamilie Heimat finden. Das ist der eine Teil. Und das andere ist nicht nur ermutigen, sondern auch ermahnen. Also wenn wir merken, jemand ist auf dem Holzweg, wenn wir merken, das Verhalten, das jemand zeigt, tut ihm über kurz oder lang auch Schaden zufügen, dass wir die Person auch warnen und ihm Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. In der Kirchengemeinde haben wir ja unterschiedliche Hauskreise. Und das ist sicher eine Möglichkeit, um sowohl Diakonie als auch Seelsorge zu leben. Es gibt aber auch noch 2 andere Varianten. Nämlich, es gibt 2 weitere Gruppen, wo die Jugendarbeiterin, der Sozialdiakonin und wir als Pfarrer, die mich unterstützen in der Diakonie und Seelsorge. Zum einen ist das der Besuchsdienst, wo man sich melden kann, wenn man alle 3 Wochen einen Besuch machen bei jemandem daheim, der sich einsam fühlt oder jemand, der im Altersheim ist. Oft jemand, der im Altersheim Sion ist. Zum anderen gibt es die Wegbegleitung. Die tut unentgeltlich praktische Hilfe anbieten auf Zeit für ein bestimmtes Projekt. Wenn zum Beispiel jemand froh ist um einen Fahrdienst, weil er gerade nicht selber Auto fahren kann. In beiden Gruppen hat es noch freien Platz zum Mithelfen. Bitte meldet euch bei Interesse bei mir. Ich merke, also sowohl die Hauskreise sind sehr wertvoll, aber auch der Besuchsdienst und die Wegbegleitung, weil sie sehr stark in beide Dörfer hineinwirken und so unser Glauben an Jesus, auch die Liebe, die wir empfangen haben von Jesus, machen sie anderen Menschen verständlich. Und es ist ihnen wie klar, dass wir es auch ernst meinen, mit dem Glauben an Jesus. Der Paulus listet als nächsten Punkt hier auch die Findesliebe auf und sagt, keiner von euch
soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Unsere wertvolle Zeit sollen wir fürs Positive nutzen und nicht fürs Negative, nicht um anderen Menschen Schaden zufügen oder hinter ihrem Rücken Intrigen herauszufinden. Was ich auch gemerkt habe im Verlauf von der Zeit, wo ich Seelsorge angeboten habe, oder auch in meinem eigenen Leben, der Weg zu der Findesliebe, der kann einen längeren Prozess darstellen. Besonders wenn man zutiefst verletzt worden ist, wenn man vielleicht betrogen worden ist, wenn man um sehr viel Geld betrogen worden ist oder wenn es Probleme gegeben hat mit dem Erbe aufteilen. Das sind hoch emotionale Situationen oder auch wenn Beziehungen gescheitert sind, wenn man Probleme mit der eigenen Familie, also die Liste ist nicht abschließend, dann kann die Findesliebe, das Vergeben, kann ein längerer Prozess sein. Aber das Gute ist, es kann heute starten, es kann heute anfangen. Der Prozess, der uns befreien. Freude an Jesus aktiv pflegen. Freut euch zu jeder Zeit, sagt der Apostel Paulus. Die Aufforderung kann uns doch geradezu hässig machen, wenn wir uns in einer schwierigen Situation befinden, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Sorgen haben, wenn wir nicht weiter wissen. Aber Jesus ist bei uns in allen unseren Herausforderungen und er tröstet uns auch. Die Freude an Jesus aktiv pflegen, weil wir alle unterschiedlich sind, gibt es auch unterschiedliche Aktivitäten. Ich kann das nicht alles auflisten. Aber was mir hilft, ist zum Beispiel, wenn ich christliche Musik höre, während dem Autofahren oder ein christliches Radio höre. Und zum Beispiel auch während dem Haushalten kann man zum Beispiel einen christlichen Podcast hören. Wie eine Art Weiterbildung während dem Glätten kann man noch etwas hören, nebenbei. Regelmäßiges Dankgebet. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Bewusst habe ich das Wort Dank in Klammern gesetzt, weil das Gebet noch viel mehr umfasst, als einfach Gott Danke zu sagen. Zum Gebet gehört auch, Gott zu loben, ihn anzubeten, die eigene Schuld zu bekennen, für andere Menschen beten, Fürbitte leisten, unsere Klagen vor Gott bringen, sowie auch unsere Rachegedanken äußern. Das sind alles weitere Gebetsarten, die in der Bibel vorkommen. Ein paar von uns beten ja lieber für sich alleine daheim. Jesus sagt das auch, wir sollen im stillen Kämmerlein beten. Andere beten lieber in Gemeinschaft. Und so gibt es auch in der Kirchengemeinde unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir zusammen beten können. Wir haben 3 Gebetsstunden und auch mehrere Hauskreise. Die Gebetsstunden finden am Montag wöchentlich in Dürrenäsch statt und einmal monatlich am Montag in Leutwil, das Dorfgebet. Dann zusätzlich am Samstagmorgen wöchentlich in Dürrenäsch das Frühgebet. Die Gebetsstunden sind der Motor, der Antreiber der Kirchengemeinde, der alles andere ermöglicht. Wenn du noch keinen Hauskreis besuchst, dann kannst du auch gerne einmal in einen hineinschnuppern. Neu hat sowohl hier in der Kirche Leutwil beim Ausgang als auch im Kirchengemeinde Dürrenäsch eine Übersicht über unsere Hauskreise. Ein paar treffen sich einmal im Monat, andere 14 täglich, andere wöchentlich. Ein paar am Nachmittag und andere am Abend. Es ist eine farbenfrohe Mischung. Dem Heiligen Geist Raum geben. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Sünde und Unvergebenheit hindert Gott daran, uns mehr Gaben und mehr Segen anzuvertrauen. Ich bin vorher schon ein bisschen auf das eingegangen. Wenn wir an unseren Verletzungen und an dem Unrecht, das uns angetan worden ist, festhalten,
dann sind unsere Hände verschlossen. Sie sind verschlossen fürs Wirken von Gott. Wenn wir unsere Hände auftun und vergeben, dann kann Gott uns auch mehr anvertrauen. Es gibt ein einfaches Gebet von Nikolaus von Flühe, das uns helfen kann, in dieser Situation und auch dem Heiligen Geist in unserem Leben mehr Raum zu geben. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir. Mein Herr und mein Gott, o nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Jetzt zu der eigentlichen Jahreslosung 2025. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Also das Prüfen bezieht sich in erster Linie auf das prophetische Reden, in zweiter Linie auf alles andere in unserem Leben. Ein paar in der Kirchengemeinde stehen dem prophetischen Reden offen gegenüber, weil sie schon viele positive Erfahrungen damit gesammelt haben. Andere sehen das prophetische Reden eher kritisch, weil sie negative Erfahrungen damit gemacht haben. Die Gefahr vom geistlichen Missbrauch besteht darin, falls jemand würde sagen, Gott hat mir das gesagt oder ich habe den Eindruck von Gott gehabt und jetzt darf niemand mich mehr kritisieren. Als Pfarrer und Seelsorger stehe ich in der Mitte und verweise auf die Bibel und auf Jesus. Im Hobbygottesdienst hat es einen Aufschwung gegeben. Viel mehr Besucher als früher. Das ist eine gute Möglichkeit, um auch neue Gaben für Gott dort einzusetzen. Das ist sicher ein Gefäß, das man brauchen kann, um auch Gaben auszuprobieren. Das Bild von der Stefanie Balinger hat mich inspiriert zum Motto vom heutigen Gottesdienst. Sieben und Siegen. Also Siebeln und Siegen. Wir sehen auf dem Bild ein grosses, weisses Sieb. Unten die schwarzen, unbrauchbaren Kieselsteine, wie sie nach unten runterfallen und langsam undeutlicher werden. Oben bleiben nur die farbigen Edelsteine im Sieb hängen. Das weisse Sieb steht für die Bibel, für Gottes Wort, das uns in geschriebener Form vorliegt. Wegen dem ist es auch wichtig, dass alle regelmässig in der Bibel lesen und die Bibel kennen. Die schwarzen und die farbigen Steine stehen für die verschiedenen Erlebnisse, die wir in dem neuen Jahr 2025 werden machen. Und die Frage stellt sich jetzt für uns alle, was wir aussiebeln und was wir behalten wollen und was wir nicht weiter beachten wollen. Jesus sagt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Denn dann wird Gott euch mit allem anderen versorgen. Und das alle andere, das bezieht sich auf unser Essen, Trinken und die Kleider, die wir anhaben. Das sagt Jesus im Matthäus-Evangelium, ist sozusagen der Hauptsatz vom Matthäus-Evangelium. Der Paulus, da habe ich das noch ergänzt, habe die Liste noch ergänzt, der letzte Punkt bedeutet, alles mit der Bibel prüfen und das Gute behalten. Der Paulus schließt seinen ersten Brief an die Christen in Thessalonik mit der Zusammenfassung von seinem Hauptanliegen, mit dem christlichen Lebensstil von uns. Und er sagt, möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Gott fördert unser Leben mit Hilfe der Bibel, weil die Bibel Geschichten und Prinzipien enthalten, wie unser Leben gelingt und langfristig glücklich wird. Gott bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Gott hat euch ja dazu auserwählt, er ist treu und was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. Wegen dem Bibelvers tue ich amigs beten,
wenn ich im Spital bin oder sonst für jemanden bete, dass die Heilung von Gott ganzheitlich ist. Dass sie nicht nur den Körper betrifft, sondern auch unsere Seele und unseren Geist. Das kommt von dem Bibelvers. Und der erste Thessalonicher Brief schließt mit dieser wichtigen Aussage, dass Gott treu ist. Dass er uns kennt, dass er uns liebt, dass er auch in dem neuen Jahr mit uns wird mitgehen in unserem Leben. Und dass wir als Antwort dürfen ein Leben führen, das ihm gefällt und das ihn ehrt. Amen.